Das Lukas-Evangelium. In dieser Zeit kam von den Kaiser Augustus ein Order ruht, dat jeder ein sich in de Stürlisten inschrieben soll. Dat wär heel wat neis, dat wird schon ersten Mal durchführt. Und damals wär Kyrenius Stattholler über Syrien. Na, jeder ein mogt sich dann auch ob der Reis nur sin Heimatstadt und lädt sich inschrieben. So ging auch Josef von Galiläa und die Stadt Nazareth no Judäa, no David sin Heimatstadt. Die heet Bethlehem. Denn hey hört to David sin Sipp und Familie und wohl sich inschrieben lorten mit Maria, der im Antrud wär. Und de schul Modder waren. Als sie nun dor wären, käm de Tiet, dat sie zu Lingen kommen schul. Und sie bräucht ihren ersten Söhn zur Welt und wickelt in Windeln und lecht in ein Krüff. Denn sie han sonst kein Platz in der Habach. Und nu werden in de sölbige Gegend Schäpersbuten ob dat Feld, de helen nachts wie dat Fee wagte wach. Und wat passiert? Mit einmal stünd den Herrn sin Engel für sie und unsern Herrgott sin Herrlichkeit lücht über ihr Doll. Du verfähren sie sich bannig. Aber de Engel sei, man jo kein Bann nicht, nee, ein grote Freud hef ich jo zu vertellen. Und alle Lüd schuld dat to weten kriegen. Denn für ju ist hüt der Heiland born. Der Herr Christus ist dat, in Davids in Stadt. Und dat schall für ju dat Teken sien. Hi wat finden dat Kind inwickelt in Windeln und lingen da dat in ein Krüff. Und knapp hahit secht, durch swehr in den Engel ein groben Zwarm von unsern Herrgott sin Hofs dort. Die löften Gott und sungen, Lob und Ehr do boben für unsern Herrgott und Frieden hier nähen ob der Ehr für Menschen, die dat hartlich meint und den golden Willen hebt. Und als der Engels wer der ton Himmel führen den, du sehn de Schäbers ein ton anen. Nu lot uns gau rüberlopen no Bethlehem und diese Geschicht sehn, die do passiert ist und die der Herr uns König mogt het. Und sie spogen sich bannig und von Maria und Josef, do to ob dat Kind, dat wirklich in ein Krüff leg. Und als sie dat sehn han, do vertellen sie überall, wat sie von düt Kind secht wär. Und all Lüte, dat zu Ohren kämen, wunderten sich über dat, wat de Schäbers vertellt haben. Maria aber behehl all düsse Wör und lädt sie sich jümmer wieder durch dat Hab gehen. Und de Schäbers gingen trüch, voll von Gott Lof über all dat, wat sie hört und sehen haben. Dat wär allens just so, als sie dat vertellt wär.
Piratenweihnacht. Eten ist fertig, hinsetzen. Dat wär mein Mann. He ha sich innen an de Trepp hinstellt und mit sin gewaltige Stimm rep he all zusammen. Die hele Familie ha sich an heiligen Abend bei uns zu Hus versammelt. Die hele Familie, dat heit von der Urahne bis zu den Urenkel. Und der wär damals so 3,5 Jahre alt. Auch die Tante, der Onkel, die Cousine und die Gegenschwiegeröllern wären mit dabei. Nun geeft er erstmal schön wat zu eten. Grünkohl mit alles, wat do tau hört. Auch die Lüt lang tüchtig tau, dat wären wir gar nicht vermoden. Aber hätt dat so gut schmeckt, sonderlich die Swinsback und die söten Kartoffeln, dat wir dachten, nur dat Eten schul he wohl müd waren und lützten sloppen. Ja, dat dachten wir. Aber he wär so obdreit und wohl partout für uns den Weihnachtsmann spielen. He krieg ein rote Mütz ob den Kopf, ein lütte rote Tischdeck um die Schultern und sie Mutter hätt ihm den Fürsecht, wat für ein Norm ob der enkelten Geschenkanhänger stund. Nur de Bescherung schul denn ja auch sungen waren. Ich hef min Gitarrhut kriegen, min Süster und min Tochter im Mandolin und dann ging dat los mit de feierlichen und hilligen Lieder. Aber noch ihr Kinderlein kommet und alle Jahre wieder, hatte Lüt demnächst voll von düsse Ort von Musik. Sin liebste Musik wird zu düsse Tiet Lieder von den Gorch-Fock-Chor. Und so heb wir den hilligen Abend tobbröcht mit all de besorben und afsorben Matrosen ut, Söbentein Mann ob der Dodenmanns Kist und de Pestkranken ut, wir lagen vor Madagaskar und wären ob Kaperfahrt mit Jan und Hein und Klaas und Pitt. Wenn ich dat so recht bedenk, wär dat de schönste hillige Abend, den ich mit Taub belebt hef.